Wir schauen uns jetzt ein Video an, welches inhaltlich doch ein sehr, sehr interessantes Video für mich scheint zu sein. 9 lebende Nachfahren von historischen Berühmten. Das Video gibt's, obwohl ich selber nur nicht mal Nachfahren habe. Bad Joke, Digga. Ne, finde ich ein spannendes Video, verwissenswert. Ab dafür. Der Apfel fällt nicht weit vom... Digga, ich mach das Video und direkt... Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Doch ob dieses Sprichwort wirklich immer zutrifft, werdet ihr in diesem Video erfahren. Wir stellen euch heute nämlich lebende Nachfahren von den berühmtesten Personen der Geschichte vor. Schaut jetzt, Chat. Ich weiss, er hat eine Schnauze, ich habe eine Schnauze. Aber da gibt es keine Parallelen, nur dass es klar ist. Die auch in diesem Jahrhundert Bei dieser Frisur sehe ich mich schon mehr. noch jedem ein Begriff sind. Es erwarten euch unglaubliche Schicksale, Nachfahren, die Es erwarten euch unglaubliche Schicksale. in die Fußstapfen ihrer berühmten Verwandten getreten sind und auch Menschen, die das riesige Erbe ihrer Vorfahren völlig ruinierten. Also bleibt unbedingt dran hier bei Wissenswert. Beginnen wir direkt mit der Nummer 9 und Charles Napoleon. Wie ihr euch bei dem Namen sicher schon denken könnt, handelt es sich bei Charles Napoleon um einen Nachfahren des bekannten französischen Generals und Kaisers Napoleon Bonaparte, der große Teile Europas eroberte. Digga, imagine, du bist so als Kind auf dem Pausenhof und dann sagen alle, sagst so, ja, wie heißt ich zum Nachnamen? Sagst so, ja, ich heiße Napoleon. Und dann sagen alle, du bist safe der Sohn von Napoleon. Bro, ich bin der fucking Sohn von Napoleon. Und schließlich in der Schlacht bei Waterloo besiegt wurde. Ganz anders als sein berühmter Vorfahre, der ziemlich klein Aber wie weit ist er denn? Ist er das Großkind oder... Wen hätte Napoleon geglaubt? Kein Plan, Digga. war, ist Charles Napoleon hingegen wirklich groß. Und auch sonst hat der Urneffe von Urneffe. Kaiser Napoleon wenig mit seinem Vorfahren gemeinsam. Charles Napoleon hält nämlich gar nichts von Eroberungsfeldzügen und Kriegen und hat großes Mitleid Ja, Bro, what the fuck? Es sind auch etwa 300-400 Jahre später, Alter, Mann. So als ob der jetzt noch die genau gleiche Einstellung hat. So, oh ja, doch, Krieg ist geil. mit all den Menschen, die damals in den Schlachten ihr Leben ließen. Über Napoleon Bonaparte sagt Charles heute, er ist er und ich bin ich. Und das ist auch besser für uns beide. Eine Sache verbindet Charles Napoleon dann aber doch noch mit seinem berühmten Vorfahren. Und zwar ist Charles, der einen Doktortitel in Wirtschaftswissenschaften hat, auch Politiker. Er war Vizebürgermeister in Ajaccio, dem Geburtsort von Napoleon Bonaparte. Und auch aktuell sitzt Schon ein Flex, würde ich sagen. Big Flex, stay high. er im Gemeinderat seines Heimatortes in Frankreich. Weiter geht's mit der Nummer 8. Er ist er und ich bin ich. Endlich weiß ich es, Digga. Und dieser jungen Frau namens Okay, warte jetzt. Tun sie anschauen. Ist sie... Von wem könnte sie sein? Kein Plan, Digga. Meda, die sich wie viele andere junge Leute auch gerne auf Instagram Meda Gandhi, Digga. Holy shit. Das sind echt Flex. Das sind echt Flex, Digga. präsentiert. Bei Meda handelt es sich aber nicht um eine ganz normale Influencerin, sondern tatsächlich um die Urenkelin des weltberühmten Pazifisten Mahatma Gandhi. Der Gandhi, der ist einfach ein Influencer gewesen, einfach auf einem anderen Level, Digga. Der ist eigentlich schon der Influencer gewesen vor 300 Jahren. Der als Anführer Wahrscheinlich 300 Jahre, Digga, Kappa. der indischen Unabhängigkeitsbewegung in die Geschichte einging. Meda Gandhi wurde in den USA geboren, arbeitete dort als DJ und Moderatorin und ist vor allem als Instagrammerin unter dem Namen Baby Hot Sauce bekannt. Bro, du bist einfach irgendwie so mit dem Gandhi verwandt und da heißt es auf Insta Baby Hot Sauce, Digga. Das war's komplett. Auf ihrem Instagram-Account folgen ihr über 200.000 Menschen und Meda präsentiert hier ihren 200.000 Menschen. Ich habe 1 Million auf TikTok. Einfach nur cringe. Alltag. Dennoch hat die Enkelin von Gandhi auch ihre Herkunft nicht vergessen und zeigt immer wieder stolz Bilder ihres berühmten Vorfahren und ihrer Familie. Weiter geht's mit der Schwedin Karin Nyman. Die 86-Jährige ist das letzte lebende Kind von einer der berühmtesten Schwedinnen aller Zeiten. Ich kenne nur Sarah Larsen. Und sonst... Ist irgendjemand aus Schweden so richtig bekannt gewesen?
Kein Plan, Digga. Und zwar von Astrid Lindgren, der weltberühmten Autorin, deren Bücher wie Ronja Räubertochter, Michel aus Lönneberger oder Pippi Langstrumpf Generationen von Kindern begeistert. Astrid Lindgren. Das, meine lieben Freunde, war's an dieser Stelle komplett. Haben und die auch heute immer noch gerne gelesen werden. Digga, ich hätte nicht können sagen, wer die Astrid ist. Chat, ich hätte es euch nicht können sagen. Karin Nyman, die ihrer Mutter zum Verwechseln Look, Leute sagen Pippi Langstrumpf. Aber mies Pippi ist bei den Girls ein langer Trumpf. ähnlich sieht, ist tatsächlich sogar der Grund, aus dem es Pippi Langstrumpf überhaupt gibt. Als kleines Kind dachte sie sich nämlich den Namen Pippi Langstrumpf aus, als sie krank im Bett lag und forderte dann ihre Mutter dazu auf, ihr Geschichten über Pippi zu erzählen. Astrid Lindgren dachte sich dann anschließend aber nicht nur Geschichten über Pippi aus und erzählte sie ihrer Tochter, sondern veröffentlichte diese auch in Büchern. Mit so einer begabten Schriftstellerin als Mutter verwundert es kaum, dass auch Karin Nyman später beruflich mit Texten arbeitete. Sie wurde zunächst Übersetzerin für Bücher, fing 1965 dann aber auch an, in die Fußstapfen ihrer Mutter zu treten und veröffentlichte eigene Bücher. Und tatsächlich... Digga, imagine, du kannst einfach sagen, Bro, meine Mom hat Pippi Langstrumpf geschrieben. Das ist wirklich... Digga, in dem Video, das sind Flex auf einem anderen Level. Waren dies ebenfalls Kinderbücher. So bekannt wie die Werke ihrer Mutter wurden Karins eigene Bücher wie Ich kann alle Autos fahren oder Ich kann alle Autos reparieren, aber nicht. Auf der Nummer 6 befindet sich die US-Amerikanerin Karen Cortell Reisman, die einen Cousin hatte, den wirklich jeder kennt. Okay, jetzt bin ich gespannt. Und zwar Albert Einstein. Auch wenn Karen das Andenken an ihren berühmten Der hat doch in Bern gewohnt, oder? toten Verwandten in Ehren hält und auch viele Fotos und Schriftstücke von ihm besitzt, Digga, wenn du verwandt bist mit dem Albert Einstein, dann bist du wahrscheinlich einfach dumm. Weil der Albert Einstein hat so aus dem ganzen Familienstamm einfach alle Hirnzellen bekommen und alle anderen einfach nicht. hat sie dennoch sehr wenig mit Albert Einstein gemeinsam. Sie ist nämlich extrem dumm. Sie selbst sagt, dass sie mit ihm tatsächlich nur die Struktur seiner Haare gemeinsam hätte. Karen Cortell Reisman arbeitet aber auch nicht als Wissenschaftlerin, sondern ist als Autorin und Kommunikationscoach aktiv und tritt auf Bühnen als Speaker. Bist du zufällig auch mit dem verwandt? Chat, der ist nicht schlecht gewesen. Den muss ich euch geben. Der ist nicht schlecht gewesen. Aber aufgrund von meiner extrem hohen Intelligenz kann ich nicht mit ihm verwandt sein. Auf, wo sie Menschen beibringt, effektiver zu kommunizieren. Kommen wir nun zur Nummer 5. Okay. Einem wirklich Harry überraschenden Verwandtschaftsverhältnis. Und Das ist der George Bush, W. Clooney. zwar zur Tochter eines Ex-US-Präsidenten, den auch heute noch viele kennen. Es geht um Ronald Reagan und Ronald Reagan, das klingt wie die Figur in McDonald's, Digga. seine Tochter Patty Davis. Die Präsidententochter arbeitet als Schauspielerin und war vor allem in einigen beliebten Filmen aus den 80er Jahren zu sehen, wie etwa der Pink Panther-Verfilmung. Das Interessante ist, dass, obwohl der Republikaner Reagan auch nach seinem Tod noch von vielen Konservativen in den USA gelobt wird und Donald Trump sogar zu seinem Slogan Make America Great Again inspirierte, seine Tochter trotz allem heute nicht mehr gut auf ihren Vater zu sprechen ist. Seine Tochter trotz allem heute nicht mehr gut auf ihren Vater zu sprechen ist. Ah, chillig, zweimal der gleiche Text. In einigen Büchern von Patty Davis macht die Schauspielerin ihrem Vater Vorwürfe und kritisiert ihre Kindheit. Ebenfalls setzt sie sich aktivistisch für Themen wie die Legalisierung von Abtreibungen ein und ist gegen Atomwaffen. Dass sie so überhaupt nicht konservativ ist, bewies sie übrigens Einfach nur so, HA nur mal wieder de PH Soundwelle Göre XD. Nice Timing, komm. 90ern, als sie sich unbekleidet in der Zeitschrift Playboy zeigte. Was, wie heißt ihr? Auf der Nummer 4 geht es um einen der berühmtesten Künstler der Welt, nämlich um Leonardo da Vinci. Ah, jetzt habe ich gedacht, das kommt Adi Totoro.
oder Gabirano. Der vor Hunderten von Jahren Werke wie das Abendmahl oder die Mona Lisa Was, der hat auch das Abendmahl gemalt? Oha. erschuf. Erst Ich habe gemeint, das ist das Foto. vor 5 Jahren konnten durch DNS-Forschung insgesamt 25 noch lebende Nachfahren von ihm entdeckt werden. Darunter waren ganz normale Menschen wie Polizisten, Bäcker oder Buchhalter, die noch gar nichts von der Verwandtschaft Die juckt's einfach so gar nicht, dass sie Nachfahren sind von dem. zu ihren berühmten Vorfahren wussten und sich nun erstmals alle trafen. Unter ihnen war allerdings auch der bekannte italienische Regisseur Franco Zeffirelli, der mit seinen aufwendigen Operinszenierungen und preisgekrönten Shakespeare-Verfilmungen wie Romeo und Julia bekannt wurde. Weiter geht's mit der Nummer 3. Okay. Und von Leonardo da Vinci kommen wir nun zu der Frau auf seinem berühmten Bild, der Mona Lisa. Tatsächlich leben nämlich noch 2 Nachfahren Oha, die sehen ja genau gleich aus wie die Mona Lisa, Digga. 1:1. von Lisa del Giocondo, die damals Modell für den Maler stand. Die beiden italienischen Schwestern Natalia und Marina Strozzi sind direkte Nachfahren von Lisa del Giocondo. Und obwohl ihre Großmutter Imagine, du kriegst einen Brief und dann erfährst, dass du mit dem Da Vinci verwandt bist. Dann bekommst du doch so den Brief, machst ihn so auf, steht zu den Yo, you are verwandt with Da Vinci. Und dann denkst du so, ah nice, kann ich wieder gut CSGO spielen. schon früh von dieser Verbindung zur Mona Lisa erzählte, glaubten die beiden Schwestern selber lange nicht so recht daran, dass eine ihrer Vorfahren das Modell Digga, wieso will man ein fucking Autogramm von einer Nachfahrin von der Mona Lisa, Digga? für die Mona Lisa war. Schließlich forschte ein Freund der beiden, der Historiker ist, allerdings nach und fand heraus, dass tatsächlich ein Verwandtschaftsverhältnis besteht. Weiter geht's mit der Nummer 2 und Chris Darwin aus Australien. Chris ist der Urenkel des berühmten Naturforschers Charles Darwin, dessen Evolutionstheorie über die Entstehung der Arten Und das ist der Moment, wo ich muss sagen, dass ich glaube in der Schule nicht so gut aufgepasst habe. Charles Darwin ist für mich etwas so unbekannt wie der Milo mit seinen Abozahlen. revolutionär war und auch noch heute fast an allen Schulen gelehrt wird. Und obwohl sein Vorfahre die wohl wichtigste Person ist, über die im Biounterricht in der Schule gesprochen wird, fiel Chris selbst in der Highschool ausgerechnet in Bio durch. Diese Peinlichkeit machte Charles Darwins Urenkel aber später wieder wett und begann ein buntes und sehr abwechslungsreiches Leben. Er erwarb an der Uni nämlich zunächst einen Bachelor in Psychologie und Geografie, gründete danach Londons allerersten Rikscha-Taxi-Service. Hey, no front an alle People, aber wer das fährt, meine Augen ganz cringe, Digga. Rikscha, Digga. Oh Mann, ey. Rikscha, Digga, Mann. Und reiste als Fotograf um die Welt. Ende der 80er Jahre stellte er zusammen mit einigen Freunden den Weltrekord für die höchste Dinnerparty der Welt auf, als er auf dem fast 7000 Meter hohen Mount Huracán in Peru einfach mal eben ein Dinner veranstaltete. Trotz dieses verrückten Lebenslaufs hat Chris Darwin aber auch einiges mit seinem Vorfahren Charles Darwin gemeinsam. Chris arbeitet in seiner Heimat Australien nämlich im Tierschutz und spendete einer Wohltätigkeitsorganisation Geld, damit diese ein riesiges Naturschutzreservat zum Schutz der Tiere und Pflanzen kaufen konnte. Kommen wir nun zur Nummer Crazy Dude auf jeden Fall. Crazy life. It's a life, you know? It's a vibe, you know? It's everything, you know? It's the spirituality. 1 und zu Matthew Freud. Matthew ist der Urenkel des berühmten Arztes und Psychologen Sigmund Freud, Ah, der Sigmund. Ja, da habe ich schon gehört. der mit Was hat er schon wieder gemacht, der Sigmund Freud? seiner Forschung die Grundlagen für die moderne Psychoanalyse lieferte und dessen Wow. Modell des Ichs, Über-Ichs und Es wohl den meisten aus der Schule bekannt sein wird. Sein mittlerweile 57 Jahre alter Urenkel Matthew Freud führt mit Freud Communications einen erfolgreichen internationalen PR-Konzern in England und verfügt selbst Die Musik, die vibet. über ein geschätztes Vermögen von 170 Millionen englischen Pfund. Medien beschreiben ihn als einflussreichsten PR-Manager Englands und er gilt als Star in der Öffentlichkeitsarbeit und im You get a blue passport. A British blue
Passport. Marketing für Politik und Wirtschaft. Zu Matthew Freuds Kunden gehören unter anderem bekannte Marken wie Nike, Pepsi oder Sony. Und auch für die Olympischen Spiele übernahm der Urenkel von Sigmund Freud bereits die Öffentlichkeitsarbeit. Das war's nun auch schon mit unserem Video. Hey, what the fuck, aber meine Kinder sind ja gar nicht gekommen. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, welcher dieser Nachfahren euch am meisten überrascht hat. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr uns auch gerne ein Like da lassen. Ansonsten sehen wir uns dann das nächste Mal hier bei Wissenswert. Hier bei Wissenswert. Nice Video gesehen, finde ich spannend. Ist wirklich crazy. Schon ein Flex, muss ich sagen. So, ich muss sagen, ich glaube für mich jetzt der Sohn von Napoleon finde ich schon der größte Flex. Wenn du kannst sagen, Bro, mein Dad, der hat die andere Schlachten geführt, so, schon ein Flex. Der Rest, fucking wack, dude. My heart just got stuck between these loops. My heart